Ja, die Geschichte von Gott, das war für mich irgendwie ziemlich bekannt schon immer, weil die christliche Glaube, das hat in meiner Erziehung eine große Rolle gespielt. Ich habe immer gehört von diesem Gott, der uns liebt und so weiter, aber mich hat das eigentlich nie so wirklich überzeugt. Ich habe mir gedacht, nee, das stimmt nicht. Dieser Gott, der verbietet mir so viele Dinge, die ich gerne ausprobieren wollen, und irgendwie ein wirkliches Leben, das spannend und interessant ist, das muss irgendwo fern von Gott sein. Und so habe ich Gott eigentlich bewusst ausgeklammert aus meinem Leben, bis auf die wenigen Momente, wenn ich manchmal in Notlagen war, da habe ich natürlich dann manchmal schon gebetet und erstaunlicherweise auch immer wieder erlebt, dass Gott eingegriffen hat, auf Gebete gehört hat. Das hat mich dann meist überrascht, aber das hat nichts an meinem Lebensstil geändert. Ich sagte mir, das Wichtigste ist, dass ich Spaß habe, dass ich Partys feiern kann und keine einschränkenden Regeln habe. Einen großen Schnitt dann in meinem Leben gab es, als ich geheiratet habe. Da habe ich gedacht, okay, Party feiern und all diese Dinge, das macht einem mit der Zeit auch nur leer, aber die Liebe, das ist wirklich das, wofür es sich zu leben lohnt. Aber dieses Glück in der Ehe, das war recht kurz, denn wir haben uns immer gestritten, meine Frau und ich. Und das ging dann so weit, dass die Ehe eigentlich nach kurzer Zeit zerbrochen ist. Meine Frau sagte, ich reise ab, ich halte es nicht mehr aus. Und das war für mich total niederschmetternd. Ich bin dann in den Wald gegangen, ich bin da spaziert, und bei diesem Spaziergang habe ich plötzlich wieder an Gott gedacht. Und ich war total traurig, weil ich gemerkt habe, Gott fehlt mir. Und ich habe ihn ganz bewusst ausgeklammert, obwohl er mir oft geholfen hat in meinem Leben. Und jetzt muss ich sozusagen zu ihm kommen und sagen, sorry, es tut mir leid. Und ich dachte, das kannst du nicht mehr bringen. Der ist total sicher jetzt enttäuscht und zornig, und er wird dir mal so gehörig sagen, dass du ein mieser Kerl bist. Aber was für mich dann so erstaunlich war, als ich trotzdem im Gebet zu Gott kam, da war nur Liebe und Vergebung da. Und so habe ich mir Gott nie vorgestellt, dass da einfach Liebe und Vergebung ist, obwohl man es nicht verdient hat. Und dieses Erlebnis hat mein Denken so grundlegend geändert, dass das der Anfang war einer Beziehung mit Gott, wo ich ihn ganz bewusst mit hineingenommen habe in mein Leben. Und diese Beziehung ist im Lauf der vergangenen Jahre eigentlich immer tiefer geworden, und Gott ist heute nicht mehr wegzudenken aus meinem Leben, auch aus meiner Ehe heraus nicht mehr. Und ich bin total glücklich eigentlich, dass es diesen Gott gibt und dass ich echt sagen kann, doch, man kann mit ihm eine Beziehung haben.